Spare Ribs vom Grill, so geht es am besten und am einfachsten. Heute machen wir die fantastischen Spare Ribs ever mit dem Gückeli-Gewürz. Spare Ribs, Schwein, nicht Geflügel. Absolut. Weißt, wenn ich nicht vorbereite, dann ist das falsche Gewürz da und jetzt benutzt oder was? Wir nehmen bewusst das Gückeli-Gewürz, weil das Gückeli-Gewürz kann man natürlich auch für Schweinefleisch verwenden, weil es hat einen Haufen Paprika drin. Und genau das ist eigentlich das Thema, das wir schätzen am Spare Rib. So, wir tun den schön dick einstreicheln. Also der riecht so gut. Schmeckt fein, oder? Ja. So, jetzt habe ich es hier einfach so mal paniert. Wir wissen ja beide, dass auf der Rückseite haben wir nur Knöchel. Da nützt das Gewürz nicht so viel. Und da machen wir genau das Gleiche. Schauen, dass ich das mit meinen Fingern so machen kann. So. Ich überprüfe, ob das richtig macht. Hier ist meine Funktion heute. Also. Und jetzt einfach tun wir das auf den Grill. Und wir sind im Moment extra ein bisschen höher, über 250 Grad. Wenn ihr tiefer geht, müsst ihr es einfach länger drauf tun. Bei uns geht es jetzt etwa 10 Minuten. Jetzt so. habe ich eine Funktion gefunden. Ich tue so, Fantastisch. als würde es heben. Grillöffnerin. So, wir gehen direkt hier drauf. Also auf der heißesten Stelle. Und auf der Knochenseite selbstverständlich. Aha, So, oder? Und zack, wieder zu. Wir melden uns gerade zurück, wie es weitergeht. Hey, jetzt müssen wir mal schnell reinschauen, wie weit wir sind. Ist jetzt gut? schon? Ja, komm, Okay. zeig mal. Für dich. Wuhu! So, immer voll den Geschmack rauslassen. Wow. Das sehen wir bereits, sie sind schon wunderbar durch. Und ihr merkt jetzt selber, ich habe es gar nicht getrüllt. Seht ihr? Es ist schon ein bisschen dunkler geworden, aber das ist nur der Knochen. Also ich habe es für die Nachbarn kommen bald. Und ich Wie es mache... riecht. Das schmeckt fein, gell? Was ich jetzt mache, ist, da oben habe ich wieder ein Seeli. Könnt ihr euch merken, ich rede immer von Seelis. Und je nachdem, wie nah das ist am Grill, sieht man sogar schon, dass die Knochen zum Teil schon vorne schauen. Und jetzt tun wir es einfach aus Freude an der Lust, wir es einen Moment kehren. Wow, und wie das aussieht. Und lassen es etwa 2 Minuten nachher so drauf. Ich will den irgendwie berühren. Mach nochmal zu. Nochmal zumachen. Tipptopp. So schön. Bald sind sie fertig. Wir sagen dann nachher, wie lange das gegangen sind. Die Spare Ribs sind fertig, wir nehmen sie jetzt raus. Wow. Huhu. Vorsicht, der Geschmack. Und jetzt, weil die so schön durch sind, kann ich die ganz easy da mit dem Gäbeli nehmen Und gerade so. und einfach da drauf tun. So. Sieht sich brutal aus, ist nicht so wild. So. Der nächste genauso. Ich wieder zumachen, dass wir die Hitze behalten können. Es kommt noch etwas auf dem Grill. Nächste Rezept folgt. Wow. Wie Messer. Würde man sagen, wenn wir so drüber schauen, danke vielmals. Sieht auch fantastisch aus. Und das probieren wir nachher gleich so von Hand, oder? Also Es ist ein bisschen heiß. ich finde, aber tun noch ein bisschen Geduld geben. Wie Da sehen wir sieht jetzt, man nochmal die Knochen. sehen wir jetzt, dass die Spare Ribs gut sind? Genau das, was du gezeigt hast, oder? Jetzt nehmen wir den mal ein bisschen auf. Wir sehen hier schon, dass die Knöchel vorne kommen. Und das heisst, das Fleisch hat sich zusammengezogen und ist jetzt von den Knöcheln... Willst du probieren, wegzuziehen? Das ist okay. Von den Knöcheln Ja, weggegangen. warte. Ich kehre jetzt das Spare Rib um. So, oder? So sieht man besser Genau. hier, gell? Die Vertiefungen zwischen den Knochen. Seht ihr genau, wo die Knöchel liegen, oder? Dann könnt ihr einfach hier durchschneiden. Super. Jetzt könnt ihr es Elegant. im mundgerechte Häppchen machen für Männer. Oder für Frauen könnt ihr nochmal eins abschneiden. So. Je nachdem, wie groß Schnorren die Männer und die Frauen sind. Ich würde sagen, du könntest gleich so ein Stück für dich. Ich könnte das Das wäre Ganze so machen. mundgerecht. Ich durfte an einer Messe einem zulassen, der gesagt hat, für die Zürcher musst du es breiter schneiden. Ich weiss nicht, was er da damit gemeint hat. Er hat gut gemeint, weil er die Zürcher gerne hat und die verdienen ein Stück grösser. Oder so. Oder nicht? Bist du auch dieser Meinung? Schreib da unten. Schau mal. Jetzt könnte man die von Hand wieder drüllen, so. Und jetzt Wow. haben wir es wunderschön. Wenn wir jetzt hier wieder schön zusammensetzen. Ich hole uns gut Servietten. Ja, genau. Ich mache jetzt hier noch den Teller fertig. So. Ein Teller, soll ich einen Teller holen? Nein, da, unseren Teller. Das ist unser Das ist unser Degustationsteller. Degustation. Ja, das ist Jetzt musst du schauen, ob wir die noch schön machen können. So. Weil auch da ist ein bisschen Dekorationsgeschichte. gut. Oh, sieht man das gut? So, siehst du das daheim? Hast du auch Lust zu machen? Hm? Und wenn du mal dabei sein willst, wenn wir köcheln oder grillen, tust du am besten hier unten kommentieren, liken und schau auch die anderen Rezeptvideos, die wir extra gemacht haben. Dann kannst vom du auch Grillen. probieren. Ich wünsche dir einen guten. Ich tue mein Messer hier schön auf die Seite. Hast du gehört, wie knusprig? Wow. Und Stimmt.
Hast du fast vergessen. Geschmack ist fantastisch. Glaubt mir, da haben wir so viel Paprika drin und da genau passt das Schweinfleisch Mega. an. Vielen Dank. Ja, Jetzt bin ich an der bequemen Stelle einfach probieren. Vielen Dank. Kannst du wieder kochen? Ja. Und du kannst das sicher noch mal kommen, schauen und mitmachen und reden. Vielen Dank. Und bis nächstes Mal. Danke. und die hier könnt ihr einfach hier hinlegen. Danke fürs Zuschauen. Noch viel mehr danke fürs Nachgrillen. Ich freue mich auch, wenn ich Kommentare bekomme, ob es auch geklappt hat. Insgesamt haben wir jetzt etwa 12-15 Minuten gebraucht bei etwa 220 Grad auf dem Grill. Wichtig, zuerst Knochenseite, warten. Dann fast gut drüllen und auf die andere Seite so schön machen. Fertig sind die feinen Spare Ribs. Und Gückeli-Gewürz, tönt komisch, schmeckt mega fein. Schönen Tag zusammen. Tschüss miteinander. Danke vielmals.